Eine gute Gesundheit von Menschen an der ist wichtig, dass wir als Gesellschaft funktionieren können. Ich meine, wir erinnern uns alle Guten und Covid-Pandemie, die uns wirklich beeinträchtigt hat an unserem täglichen Leben. Auch bei den Tieren, speziell den Nutztieren, ist es wichtig, Krankheiten, Virussen zu verhindern, für das kann produziert gehen, dass auch Tiere nicht krank gehen. MKS, Blutzung, Fullgrippe, Schwingspest, alles gute Krankheiten, die extrem ausstechend sind. Blutzung aus den meisten Bauern nach gut an Erinnerung, weil man das Jahr aber stark davon getroffen. Lo gesagt, dass eine neue Krankheit, besten auf der Radar kennt an Europa, die sogenannte Lambskin Disease, Knötchenkrankheit, oder auf Deutsch genannt. Die Krankheit ist verbreitet an Afrika, aber sind aber Fälle an Italien und an Frankreich. Und das hat ein größtes Risiko für die Landwirtschaft, einmal für die Betriebe. Weil ganz oft die Betriebe, die betroffen sind, müssen gekeult gehen. Das heißt, der Bauer steht aber für Ausdehnament für seinen Viehbestand weggeholt wird, dafür der Sektor, weil Krankheiten extrem ausstechend sind und dann oft Radiussen definiert gehen, wo andere Betriebe mit beeinträchtigt sind und dann auch für die Gesellschaft. Weil schlussendlich die Lebensmittel produziert, Lebensmittel, die wir alltag brauchen, an einem anderen den hohen Fleischpreis, den wir aktuell haben, als aber zum Teil darauf zurückzuführen, dass letztes Jahr die Blutsangkrankheit in unseren Gegenden extrem präsent war und dafür gesorgt hat, dass am Anfang Männer Kalvergeburt sind, Männer Fleisch das Jahr Marché ist. Und an dem Kader wollte ich aber, wie die Krankheit, die sich da verbreitet, Madame ministerisch fragen, wie ist die Situation am Moment in Europa? Gibt es neue Fälle, außer die zwei, gibt es eventuell heute schon Indikationen, was genau sind Symptome, auf was sollen Bauern aufpassen, wann die Krankheit kommt, wie geht die Krankheit überdrohen, besteht eine Gefahr für den Mensch, das ist auch ganz wichtig, meine ich, was sind Konsequenzen für die betroffenen Betriebe, aber wie eine Präkautionsmaßnahme gehabt. Merci, Herr Bohnen. Dann hat das Wort Madame Minister für Landwirtschaft, Ernährung und Weinbau. Madame Minister, die hat das Wort. Ja. Voilà. Vielmals merci. Merci für die Frage. Lambskin Disease, der nächste Fall gouf 23. Juni an Sardinien gemeldet. Zwischenzeit sind es schon 11 Fälle da. Im zweiten Fall gouf am italienischen Festland in der Lombardei gemeldet. Da ist bei dem eng geblieben, die könnte den Transport von deren losen. Darüber den 29.06. auf Frankreich und der Savoie E-Betrieb positiv getestet gehen. Und da sind da mittlerweile auch schon 4, die positiv getestet sind. So was sind Symptome, ich Fieber, Produktionsverlust, wie gesagt, sie kriegen Läsionen auf der Haut, mit Knuppen, die können noch am Mund sind, sodass sie nicht mehr fressen, starke Gewichtsverlust. Für die Krankheit, die überdrohen geht, einmal von der zu der und dann durch all blutsaugend Insekten. Das heißt, die können auch von Vektoren wie weit fort transportiert gehen, die Viren. Die positive Nachricht ist, dass besteht keine Gefahr für den Mensch, weil der Virus nicht auf den Mensch übertragbar ist. Die einzigen Nutztiere, die den Virus kriegen können, sind Randbeichten, Büffeln und Bison. Dann wie ist die Situation zu Lützeburg? Man sieht, dass sich in Frankreich schon relativ sehr auf 4 Betriebe ausgebreitet hat. Oder ist die Veterinärverwaltung dann war ein Infoblatt direkt abgestellt, für auch zu sensibilisieren. Da das so Konvis sind Bauern gegangen, da sind in die Landwirtschaftskammer gegangen, da sind alle die Veterinäre gegangen. Lo ist es leider so, dass man gestern den nächsten Verdachtsfall gemeldet kriegen, dass die Veterinären sie bei ihrem Betrieb gerufen gehen, wo keine Viehwärter dann noch der Knuppen hat. Der das bei Talwei gemeldet gehen, wir sind Probenhöhle gegangen, und die Proben gehen da in ein Referenzlabor geschickt an Belgien, da wird man innerhalb von den nächsten 2D eng einfach kriegen. So, ich hoffe, dass das Resultat negativ ist, wenn es positiv wäre, das wäre verheerend für die gesamte Landwirtschaft. Weil was geschieht dann? Das ist eine Erkrankheit, da muss sich an dem ganzen am Betrieb alle Gebeichten gekeult gehen. Es gibt für dich eine Sperrzone dann für 20 Kilometer rundherum angerichtet. Das heißt, du darfst kein Beichte ran raus. Da gibt es eine Überwachungszone von 30 Kilometern. Das ist ja nur im Endeffekt bei das ganze Land, wo es leid. So, wie eine Präkautionsmaßnahme können geholt gehen, es ist kein spezifisch, wie bei allen Krankheiten, wenn die Beichten aus dem Ausland ranhält, Gesundheitszertifikat gucken, Tieren per dich isoliert lassen,
Biosicherheitsmaßnahmen anhalen. Wie gesagt, mir all dat als beim Überdrohen von einer Krankheit durch Insekten keine Garantie. Kann ich natürlich auch nach Insekten oder Rück schützen gegen Mecken, wie gesagt, das ist keine Garantie. Die Impfung gegen das Krankheit als oder gött von der Europäischen Kommission nimmen dann erlaubt an denen Länder, wo schon positiv Fälle wären. Das heißt, du hat die EU auch eine separate Impfstoffbank, aber das steht für uns nicht davor und ich hoffe, dass ihr doch nicht davor könnt. Wie gesagt, hoffen wir, dass wir an den nächsten DG ein negatives Resultat kriegen, weil sonst wäre das definitiv dramatisch für unsere ganze Landwirtschaft. Merci.